So, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen bei einem weiteren Part von The Witcher 3. Mit dem Green Jay, besser gesagt, mit dem Geralt von Riva. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Fortfahren. Der Kontakt des Hexers in Velen sollte Hendrik sein. Ein Spion des Kaisers, der in dem kriegsversehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu beschaffen. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Die wilde Jagd war schneller gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus diesen erfuhr Geralt, dass Ciri beim blutigen Baron, einem örtlichen Kriegsfürsten, zu Gast gewesen und außerdem mit einer Hexe aneinandergeraten war. Ganz genau. Und im kurzen Stream jetzt schauen wir mal, wohin wir da kommen. Wir müssen nämlich mit beiden noch reden. Mit dem Baron, oder was ist es? Ich glaube, ein Baron. Und mit der Hex. Wir müssen mit beiden noch reden. Wahrscheinlich wird da der, ich sage jetzt mal, der Adlige einfacher zu finden sein als die Hex. Über die wissen wir ja nicht wirklich viel. Auch nicht genau, wo man sie treffen könnte. Ah ja, ich bin ja jetzt Ciri, stimmt. Und wir müssen jetzt das Mädchen zurückbringen. Ah, machen wir doch gerade mal. Schnell, versteck dich! Like a Berserker. Au. Stechen, pieksen, schneiden, schlitzen. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Hier dabei? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm, Nimm's doch auf. Ah, keine Ahnung. Egal. Egal. Fuchtis. Fuchtis. Schau mal, So, was ist da da los? ist etwas. Ja, was denn? Ah ja, natürlich ist es wieder voll blutig und Bleib hier. zerhackt Geh nicht und weiter. zerstückelt. Aber nichts aber, bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Hey, you got a scar like your daddy. Also ja, wirklich, ihr Vater ist er ja nicht, stimmt. Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt. So, also ich würde sagen, wir fangen oben an und wir sind auf einem Zuschauer. Herzlich willkommen. Entschuldigung, ist mir erst jetzt aufgefallen so. Josen. Und dann, schauen wir mal die Augen an. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Okay. Ich zünd mir mal eine Ziege an. So läuft da. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Aha. Oh, Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. The fuck, wo siehst du das? Hast du einen Röntgenblick? Bist du Superman oder so? The fuck ist mit dir los? Okay, dann röntgen wir jetzt mal das Bein. Also Das das, Bein was dort abgerissen? ist. Nein, abgebissen. das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Okay, Was Boss. ist das? Kein Mark mehr. Weiter röntgen. Interessant. Ach, sind beide Beine abgerissen worden. Kein Mark mehr, also ist er ausgesaugt worden oder was? Im Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Ja, gar nicht ein bisschen Warum drin willst du in seinen rumgeribbeln. Bauch?
Ja, Mann. Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Hm? Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Oh, Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Und das muss ich jetzt Du bist sicher alles klug. einsammeln. Woher Aha. weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Sammle Wolfsbahn. Das ist nichts von dem. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Ah ja, warte. Nein, nicht so. Nein, auch nicht so. Auch nicht so. Nein. Nein, nein. Wie mache ich denn die Sicht wieder? Okay, warte. Erst mal Optionen. Ja, aber irgendwo kann ich doch noch da meinen Modus wechseln, dass ich da im Hexer-Modus sehe. Weiter. Kampf. Ah, wo macht man das? Scheiße. Okay, alles ausprobieren. Nö. 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 Nein. 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 Hä? Das ist auch nicht. Hä? Das habe ich jeder einzelne ausprobiert. Ah. Das ist... Oh Mann, jetzt nimmst du auf. Okay. Come on. Wisst ihr das, ich einfach nicht will einsammeln? Au. Rauch im Auge. So. Hundepetersilie. Das ist es nicht, hä? Nein.
wir denn die hohe Runde Petersilie? Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Okay. Stellzweig. Hörst du? Wölfe! Ja, ja, ich sehe es auch. Ah, jetzt come on! Berserker-Style. So. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Ja. Der Wolfskönig. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Runde Petersilie. Habe ich immer noch nicht gefunden. Ist vielleicht das da? Ja. Cool. Und da. Aufsammeln. So. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. Nee. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Ich schätze mal genug wirksam. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen sie auch selbst. Aha. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Ja. Hi. Bleibt sie einfach dort oben stehen, blöde Fotze. Come on, Runi. Come on, Runi. Hier lang, durch die Höhle. Geh voran. Ja, lauf, los. Los. Ab zum Wolfi. Come on, ab zum Wolf. Lauf. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Aha. Okay. Dann hauen wir den Bastard mal auf die Fresse mit dem eingefetteten Schwert. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Hi. Ja, das ist ein gutes Versteck. Oh ja, ich würde sagen, das ist böswirkungsvoll, Mann. Schifteli. Alter. Zerfickt haben wir den. Ich würde ja Sowas hab ich meinen. noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Ich hab gemeint, Na die komm. heißt Greta, jetzt heißt sie Gretka. Aha. Immerhin ist sie nicht so eine dämliche kleine Umweltaktivistin. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff.
Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich 1, 2 Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Okay, keine Gümmel. Aber jetzt habe ich dort drinnen gar nicht alles einsammeln. Gemein. Oh, fies. Ups. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Nett. Die Kleine darf irgendwie hinter dem Herd schlafen und die andere Ich kommt befahl den ins Männern, ganze sie zu Zimmer bewachen rüber. und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier Jo, hat sie der was zu August. essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er will. Ich kann ihm auch einfach den Kopf abhacken, also... Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Da hängen. Stell dir vor, es Hey, wäre deine Mike, was eigene geht? Tochter. Sally. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner?
Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Jo, Tamara, Swaps. meine Tochter, ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter. Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Ich weiß halt nicht. Können wir dem wirklich trauen, Alter? Hast du sie nicht selber gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Okay, und? Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sähe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Okay, das finde ich gut. Ja, muss ich ehrlich sagen, ich traue dem sich zwar immer noch nicht über den Weg, aber das finde ich gut. Ist dann in letzter Zeit irgendetwas Ungewöhnliches passiert? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Ausser wenn du in den Seltsame Spiegel Aktionen? geschaut hast. Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Mhm. Okay. Also eigentlich alles normal gewesen. Ich meine, auch das mit der Bestie ist in der Gegend ja eigentlich normal. Ja, sicher hat der Feind, aber wüsstest du vielleicht genau jemand, Vielleicht wurden sie entführt. maybe, Habt ihr Feinde? eventuell. Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Sicher. Ganz sicher. Es gibt immer einen, der besser ist als man selber. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja, okay. Ja, okay. Okay, wir gehen. Ja. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab.
Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Magic. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay, und was ist mit dem Raum da, wem gehört der? Ah, jetzt geht das. Ah, dann geht das einfach mit der Siri nicht. Alles klar. Okay. Was haben wir denn da? Ja, ich will schon sagen, Name, ja. Dankeschön. So. Habe kommentiert, der Kommentar von kommentieren. Oh, Sherry. Hey, alles klar. Der Gerald von Riva, also. Ja, Mann. Ist doch geil, ja. Gerald von Riva am Stissel. Auf Insta habe ich sogar noch ein geiles Foto reingestellt von Gerald von Riva. Könnt ihr natürlich anschauen, wenn ihr mich auf Insta findet. Namen habe ich unten in die Beschreibung hineingeschrieben. So. Und Brief an Tamara. Was steht denn da? Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander, wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Okay? Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Ach nee, ne? Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. So, okay. Wird also niemand in meiner Vergangenheit umstochern. Das ist aber lieb, das finde ich toll. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen. Wieso schreiben denn nicht einfach fragen? Nie mehr fragen, als jemand von selbst preisgibt. Ja, die Regel habe ich für mich selber auch. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Aha. Ja, das tönt jetzt sehr verbissen, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt halt noch wissen, was für die dann schon als verabscheuungswürdige Praktiken gelten. Ha? Ich meine, mir da als Witcher, ja, ich rede jetzt gerade nicht von mir persönlich, real life, ja. Nein, da, mir Witcher, da, wir sind jetzt auch nicht gerade der Liebste, was es gibt und haben schon einige Scheiße durchgezogen, also, ja. Okay, egal, schauen wir weiter. Also, was haben wir denn noch? Was kann ich noch alles klauen? Ich meine, was finden wir da noch alles so? Ja, nehmen wir mit. Dankeschön. Ich muss ja auch irgendeinen Lohn bekommen. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Was ist denn das? Aha. Da duftet was, ja? Okay, ich schaue zuerst mal da rein, weil da kann man nämlich auch schon wieder etwas mitnehmen. Hey, hallo. Ein Puppe und Naschwerk. Alles klar. Sonst noch was Interessantes? Okay. Da nix. Gut, ja, in dem Fall. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Du sagst so Zeug nicht über Puppen. Ich meine,
die letzten Filme, so, wo mir gerade in Erinnerung kommen, wo exakt der Satz, ganz schön hässlich, diese Puppe, benutzt worden sind Chucky die Mörderpuppe und Annabelle. Also, ja, lass es. Lass es, Gerald. Versaus uns nicht. Hübsche Puppe. Gehen wir. Okay. Ups. Ja, dann würde ich sagen, folgen wir mal. Was für ein Tanga? Ach da. Was ist los mit dir? Riesiger Spaß. Hey, hallo. So, gut. Oh, Dragus ist online. Ich lade den mal in die Party, ja? Dann bin ich nicht so allein. So. Bin ich wieder da. Okay, gut. Also. Was haben wir denn da Schönes? Also da haben wir irgendetwas Verstecktes. Und da habe ich Sachen zum Klauen. Ja. Hallo? Hallo? Sehr gut, sehr gut. Mit dem gebe ich mich doch zufrieden. Dankeschön, Dankeschön. Nehme. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ist da noch irgendwas? Nein. Nein. Da vorne. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Tja, das ist doof, wenn der Schaft bricht, hä? Nehmen wir mit. Okay, haben wir nur das Die Wand da. sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Das Bild. Hat das da? Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Tja. Schauen wir mal rein. Knock, knock. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Mehr Hinweise. Irgendwas habe ich noch. Oh. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Okay. Da vorne hat es noch Sachen. Ist vorher noch nicht da Der gewesen. Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervé Lys. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt.
kommt man dort rauf? Wahrscheinlich von außen, ha? Okay. Tja, sonst hat es da aber nichts mehr drin. Oh, come on. Fies. Da liegt sonst wirklich nichts mehr, ha? Den kann man auch nicht auftun, das kann man nicht aufnehmen. Das geht nicht. Was siehst du? Der Duft geht nämlich da über. Von dort dann da oben. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Aha, okay. Zurück zum Baron. Jo, Digi, was geht? Na, Der andere immer von seinem Tanga am Singen. Hey, nein, schlimm. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Kennst du dieses Amulett? Ja, Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein, Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain, aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden.
Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Der andere fickt er einfach seine Geiss. Okay. Ab zum Ziegenficker. Ah, da rein kann ich nicht. Ja, okay. Nein, nicht da rein. Wow! Vorsichtig mit dem Ding. Jo, steht der Ziegenficker. Ah nein, der ist da draußen, okay. Ach so. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört? Ja, genau. Jetzt mal schauen, was wir da so haben. Das wird ein neues Modell. Aus Wie kann ich helfen? Bist du ein Zwerg? Cool. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skellige Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Aha. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Obwohl, vielleicht hat er ja Wie wirklich kann ich etwas. helfen? Ich brauche eine Rüstung. So. Huh? Oh, fuck, ist das mal so hässlich, ey. Also. Okay. Handel. Was hat der dann? Oh, nicht toll, so. Tja. Okay, uninteressant.
Leb wohl. Okay, ciao. Dann haben wir da. Ah nein, da kann ich einfach. Ah, cool. Okay. Und dann hat's noch. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja, sicher, Wir haben ja. einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Sure. Zeig mir, was du hast. Siehst du das? Okay. Cool, cool. Ah, benötigt die Stufe 10. Ja, was gemein. Mhm. Was ist das da? Hexerausrüstung zu finden. Ach so. Interessant. Mhm. Sieht interessant aus. Okay. Aber ja, dann können wir nichts davon brauchen. Tja. Okay. Kann man von dem irgendwas verkaufen? Alchemie brauche ich jetzt ja eigentlich noch nicht groß. Obwohl Greifenfeder. Ah verdammt, ich habe ihm das Greifenei verkauft, oder? Scheiße. Mann, Ficke. Jetzt habe ich weniger Gold als vorher und habe noch nichts, was ich brauchen könnte. Toll. Hurensohn, Mann. Einfach ein Hurensohn bist du. Scheiße, Mann. Also, gehen wir mal in die Hütte von dem Waldgeier. Weideler. Was ist das für ein Zeichen dort oben links? Was haben wir da rein? Hallo? Oh, der brennt, ja. Ja, blicken wir mal zu ihr an. Haha, haha, ich stehe auf sie. Haha. Also, wortwörtlich. Haha. Opfer. Ich weiß. Der ist nicht cool gewesen. Der ist lame gewesen. So, also gehen wir raus. Da lang. So, also.
Jetzt, wo ist denn? Oh, Ficker. Auf der Weltkarte. Ich gehe in die falsche Richtung, oder? Da, Wegpunkt platzieren. So kann man dann den Wegpunkt nicht löschen. I don't get it. Ja. Ah nein, ich laufe schon richtig. Ich folge ja immer da den Fußabdruck da. Also die Pünktchen da. Hey! Na, Skittle. Ja, da haben wir jetzt mal einen Schnellreisepunkt freigeschaltet. Das ist schön. Ja gut, allzu weit ist das ja nicht. Voll am Pissen da. Was ist denn das da? Sieht cool aus. Ah, da lang oder wie? Okay. Ja, jetzt müssen wir nur wieder jetzt. Ja, ja, alle zusammen, ja. So, au. Au. Jetzt fickt euch. Oh oh. Also, ja, bla bla bla. Hallo? Dann halt nicht. Ja, dann nehmen wir alles mit. Autsch. Hallo? Oh, jetzt verdammt, lauf nicht immer ins Feuer rein. Oh, habe ich jetzt nicht geschaut, was ich jetzt alles bekommen habe. Egal. Ah, was haben wir da rein? Irgendwas Brauchbares? Das wäre Licht. Hey, mach doch einfach auf. Kohle, so. Ups, das haben wir nicht wollen, das haben wir wollen. Okay, da rein hat es nichts mehr. Gut, gehen wir wieder raus. Also, da liegt noch was. Okay. Tja, das wäre es für die gewesen, ja. Und Inventar. Ja, bla 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 bla. Ist gut, ja, ist gut. Hör auf Nerven. So, da Verzehrbares.
Der Apfel, Brot. Brot ist immer gut. Knödel. Easy. So. Ja, da liegt ja irgendwie so ein Kopf und so. Der eine davon habe ich, glaube ich, ein bisschen halbiert. Ja, fällt mir gerade auf. Ich habe zuerst gemeint, da liegen zwei, aber tja. Nee, das ist nur einer. So. Ja, aber ja, Apfel gut da. Sobald ich full heal bin, gehen wir weiter. Ja, okay, das langt auch. So, also. Ja, das hat Füße, ja. Was soll ich zusammen? Das weiß niemand. Hat's da der unter den Troll? Hallo? Nein, kein Troll unter der Brücke. Okay. Das pisst wieder wie aus Kübel. Kann passieren. Guck mal. Hallo? Was ist da los? Was willst du? Was willst Mit du? dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ah ja. Oh, Moment, ich bin... Oh, Sherry hat noch geschrieben, Entschuldigung, das habe ich gar noch nicht gesehen. Und wir haben 4 Stunden nichts zu tun gehabt. Ja, super. Toll. So, ich muss da noch kurz zurückschreiben. So, okay, gut. Was sagen wir dem jetzt da? Ja, nein, ich zahle sie sicher nicht, wenn es geht. Wir fragen zuerst. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edrics Gedärmen nistet. Und Edric haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edric nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt.
Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edric helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskatzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt ihr mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Oho, Verschwinden wir, Jungs. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Ups, falscher Knopf, Entschuldigung. Hallo? Jetzt klopf! Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Aha. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah, um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Alles klar. Und ich muss jetzt tatsächlich mal Licht anmachen. So. Handy wieder einstecken. Super. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein. Soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Ja, ja. Fick dir Diese seine Männer müssen Ziege. sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Ziege einfange. Ein Weideler ohne Ziege ist wie ein stummer Prophet. Ich schwöre. Du ziehst mir den Nerv, Alter. Ich gehe nirgendwo hin. Keine Prinzessin, keine Beschwörung, keine Weissagung. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Ach, der... Hexer, suchst du meine Prinzessin? Der Weideler wird Weissagen, sobald sie wieder da ist.
schön. Ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingeling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Alter. Du bist doch völlig beknackt, Mann. Nein. Wolfi? Tot den Wölfen! Hoho! Es grüßt der weiße Wolf! Verdammt! So. Gut. Ja. Okay, gehen wir mal ganz mit. Bin ich jetzt in der Mitte? In der Mitte sind 12 gewesen, okay. Oh, ein Berg. Au. Oh, du elendes, bastardiges Drecksviech, du verdammt, Mann. Weg. Der ist stärker als ich. Bös viel stärker. Ach, da bist du. Ja. Ziege? Na los, gehen wir zum Weideland. Komm schon, verdammt. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Hier entlang, euer Gnaden. Komm on. Nein, Ziege, komm her. Zur Hölle bist Ziege. du Ziege. Oh nein, sie will zum Berg. Wer? Lauf doch, du beknacktes Huhn. Komm her. Komm jetzt her. Ziege. Ziege, komm her. Ich muss den Berg besiegen, das glaube ich doch nicht. Beweg dich, Ziege. Ernsthaft. Au. Yes! Digga. Okay, haben wir gleich geschafft.
Krasser Shit, krasser Shit. Erstmal ein bisschen heilen. Was willst du? Und wir sind mittlerweile auf 4 Zuschauer, Sali zusammen. Gut, machen wir weiter. Ah, warte. Klingeling, komm her, Ziege. Damit du mir folgst? Sie folgt mir noch, sehr gut. Nein, 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 komm her. Kommst du her. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Ja, dafür wird sie von dem Typ da durchgefickt. Prinzessin, lauf den Weidenern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Nein, Mann, da hast du deine Ziege wieder. Liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Na Gott, ja. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Haben wir ja, Ziege. Gut, bin gleich zurück. Also, das muss nicht ich machen, gut. Reicht das? Die sieht aber nicht sehr lebendig aus. Ach, sind wir 5 Zuschauer. Herzlich willkommen. Die Ratte sieht gleich ziemlich tot aus. Okay, spätestens jetzt ist sie es. Sie sind nicht hier. Sie sind fort. Blut. Ich sehe Blut. Was? Nicht Annas, nicht Tamaras. Das eines Kindes. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Hä? Zombie. Sind wir jetzt bei Dead Rising oder was? Walking Dead am Stissel. Ja, das langt mir nicht, Schon Digga. vorbei. Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja. Hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst. Schämte sich. Oder hat es vergessen. Oder wollte es vergessen. Okay. Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Mhm. Und du brauchst eine Therapie, um den Weg von der Drogen wegzufinden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun?
Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weißer Wolf. Fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Okay. Kannst du auch normal reden? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Mhm. Wozu brauchst du sein Blut? Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Mhm. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht muss ich das. wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Fick. Okay. Ja gut. Wo ist denn das? Da. Ah ja, geht ja da nicht. Aber da habe ich keinen schnellen Reisepunkt. Da oben. Ja gut, das kommt dann noch nicht gewusst auf. Aha. Okay, gut, ja, dann latschen wir einfach mal da in die Richtung. Ja, machen wir Offroad. Wee. Hardcore. The fuck was that? Ein Blitzeinschlag? Oder in der Jache. Oh. Coole Deko.
Hätte ich auch gern vor meinem Haus. Was ist denn los hier? Irgendwo dort vorne geht's über, ja. Shit, alle. Haben die Leute What nicht eine happened? weiße Visage? Die Boot brennt! Komm schon. Versteck die Kinder! Nicht schon wieder! Okay. Ja, dann gehen wir mal auf schauen, ja. Jetzt, lauf einfach. Ding, digga, digga, ding, digga, digga, ding. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch? Hab ich euch alles gechillt da. Easy. Läuft. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Fick mich nicht an, ich bin nett. Sieht nach Regen aus. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Scheiß Wohlstoff da. Warum nicht da, ja. Ah, jetzt geht's. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Oh oh. Kein Sauerstoff mehr. Verdammt. Ah, come on. Nervig, nervig. Ja, aber zuerst hat es nicht geklappt und dann klappt es gleich mit dem Zerstören. Easy. Auch geil. Ah, lass mal schnell.
Sorry, bin am Schreiben. Die Boot brennt! Leute! Mutter! Ja. Aber ich muss ich nochmal auflatschen. Okay, weißt du was? Dann scheiß drauf, ich kümmere mich um den Baron, sollen die verbrennen, Mann. Juckt mich nicht, ist nicht mein Bruder. Geh doch selber rein und retten. Steinbrüder. Aber ja, du, wenn er dir nicht genug wert ist, um dort reinlatschen, nicht mein Problem, so. Dreht der versoffene Kauz mal wieder durch? Und Rob hat den Stall in Brand gestellt. Ruhig ihn. So. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Doch. Wenn der Baron einen Was Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ja, aber vorher bin nur ich losgelaufen, also leck meine Eier. Jemand muss den Baron aufhalten, bevor er die ganze Burg niederbrennt. Es wird immer schlimmer. Baron, Herr! Wir müssen abhauen. Beruhig Ein dich, Jammer, ehe du die das ganze Fräulein Burg Tammy. abfackelst! Du Mir würde was wagst es, einfallen. mich zurechtzuweisen? Du. Woher kenne ich dich denn? Ah ja, der Hexer. Komm, trink mit mir. Mhm. Du bist ja leichenblass. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Was ist? Mir keine Wahl. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Okay. Ja gut, das ist schnell gegangen. Fette Bum down. Wir müssen reden. Ja, nie, ne? Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es weh tut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Hey, mal den Scheiß, Mann. Digga. Du erzählst jetzt schön weiter. Ich Los, soll red glauben, dass du weiter. Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Mhm.
Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Das halte ich dich jetzt. Ich halte dich wirklich für einen Schlappschwanz. Aber nicht, weil du sie nicht bändigen konntest, sondern weil du sie vertrieben hast. Was? Spiel nicht den Idioten. Du hast ihnen keine Wahl gelassen. Anna und ich... Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Mich schert nicht, was du zu sagen hast. Ich soll und werde deine Familie finden. Mit Hilfe des toten Kindes. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das? Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf 2 Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Okay. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tue. Wie du auch entscheidest. Wir müssen das Leid meines Kindes beenden. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Gut. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie. Wenn auch nicht dafür. So, aber Leute, ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Jetzt warten wir noch schnell. Gut, hat geladen. Ah, okay, ja gut. Dann schauen wir das noch. Noch etwas weiter. Mir nach. Okay, gut, jetzt stopp. Gut, Spiel speichern. Wieso nicht? Spiel laden. Ja, okay. So, jetzt hat es gespeichert. Gut. Also, in dem Fall würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ah, Moment, Entschuldigung, habe das Auto aufgekackt. Okay. Vergesst das. Nochmal, ja. Okay, also. Danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und bis zum nächsten Mal. Euer Green Jay. Peace. Jetzt hat's geklappt. Okay, ciao.